Servus, ich bin die Tanja. Ich bin die Ines. Ich bin die Tina. Ich bin die Rafa. Und in der neuen Staffel Bergmenschen geht es um Freundschaft auf und neben dem Bike. Und die Julia gehört eigentlich auch noch dazu, aber die lernt ihr später noch kennen. Ja, dann rufen wir die Julia mal an, oder? Nee, die ist noch nicht. Ach so. Hallo! Julchen! Guck mal, die ganze Gang ist da. Ja, ist voll schade, dass du nicht dabei bist. Ja, und bist du schon zum Biken gekommen oder kommt es noch die nächsten Wochen eher? Ich wollte los und bin schon lospedaliert und dann hat es da gezwackt und dort gezwackt und dann bin ich ja auf halber Strecke wieder einfach umgedreht. Ja, okay. Total Ja, das glaube ich. Ich bin die Julia und konnte leider da in Latsch nicht dabei sein und war stattdessen auf La Palma und es zwickt und zwackt, habe ich ja gesagt. Und das ist ein kleiner Passagier, der gerade wieder in mir heranwächst und mit mir gerade nicht so gern die Trails erobert. Mein La Palma-Aufenthalt bestand daraus, dem kalten Winter zu flüchten und dort zu arbeiten und viel Fahrrad zu fahren einfach. 2011 war ich das erste Mal dort gewesen. Mein damaliger Freund hat gesagt, er überwintert dort, ich soll mitkommen. Und dann bin ich damit hingegangen und habe mich ja sofort in die Insel verliebt. Also ich konnte damals schon gut Radl fahren, aber als ich dann von dort runtergegangen bin von der Insel, war ich topfit und konnte wirklich richtig gut Radl fahren, weil es so technisch dort ist. Entweder du gibst auf oder du kannst hinterher Fahrrad fahren. Das war echt toll. Da jeden Tag halt die Leute wieder runter zum Meer bringen, das war eine gute Zeit. Ja, hier ist unser La Palma-Käfer. Den hat der Daniel als Scheunenfund in La Palma gefunden. Und den haben wir dann hergerichtet da drüben. Das hat sich ziemlich lang hingezogen. Vorher habe ich 3 Jahre gebraucht, den aus allen seinen Einzelteilen zusammenzubauen in La Palma, in einer recht abenteuerlichen Werkstatt. Und ich hätte es wahrscheinlich auch nicht geschafft, wenn irgendwann nicht die Julia in mein Leben getreten wäre und wir das da zusammen in Angriff genommen hatten. Wir betreiben seit 2020 jetzt den Campingplatz. Wir haben grundsätzlich eine ganz gute, schöne, alte Plattform gefunden mit vielem alten Charme, der uns sehr gut gefällt, den wir auch nicht ersetzen wollen, sondern bestenfalls ein bisschen ergänzen, manche Sachen auf den aktuellen Stand wieder bringen und verbessern. Wir lieben alte Sachen. Also wir wollen gar nicht irgendwie alles neu und bling bling haben, sondern wir wollen alte Sachen und da den Charme einfach noch mehr rauskitzeln. Und das ist unser Baby, mein Baby. Da bin ich am liebsten drinnen. Es ist hauptsächlich eine Radlgarage, aber da ist auch das ganze Werkzeug, was man sonst noch so braucht, um Bänke zu bauen oder um was zu reparieren. Da ist es im Sommer angenehm kühl und da kann man perfekt werkeln. Für den Winter haben wir dann noch eine Bürowerkstatt und oben in unserer Wohnung wollte ich auch unbedingt wieder eine Werkstatt haben. Ich habe bei mir zu Hause in Lichtenfels auch schon eine Werkstatt im Wohnzimmer gehabt. Da habe ich Motorrad geschraubt und Fahrrad geschraubt. Und das war mein Anliegen hier an den Daniel, dass ich im Wohnzimmer wieder eine Werkstatt habe, wo ich halt dann die Motorsäge zum Beispiel auch schärfen kann. Das eine ist zum Fitwerden, das andere ist zum Spaß haben. Das ist dem Daniel seins zum Spaß haben, dem Daniel seins zum Fitwerden. Dann braucht man noch was E-Bike zum Trails checken. Ich habe das jetzt hauptberuflich 11 Jahre gemacht, Daniel 20 Jahre. Da kommt schon was zusammen. Ja, wir mögen es halt einfach, glaube ich, schon immer, uns einfach auch in so Sachen reinzufuchsen. Wir sind überhaupt nicht die irgendwie Sachen gern aus der Hand geben und jemand anderen machen lassen, sondern manchmal dauert es halt dann ein bisschen länger, aber dafür kannst du das nächste Mal dann wieder selber helfen und sparst dir wieder Zeit. Und deswegen gibt es, glaube ich, also vor allem am Radl nichts, was wir nicht selber irgendwie
angreifen. Ich habe das schon immer so gemacht, dass ich, wenn ich was neu hatte, dass ich es erstmal, ich habe es auseinandergebaut, dass ich erstmal verstehe, wie es funktioniert. Ich habe auch ganz oft meine Räder halt gepflegt und komplett zerpflückt, weil wenn ich dann irgendwo bin in der Wildnis und irgendwas geht kaputt, dann weiß ich immer genau, so baue ich es auseinander und wieder zusammen. Naja, ein Kumpel kam zu mir, der hat das Downhill-Fahren angefangen und kam her und hat gesagt, dann nimm mal mein Bike und probier es auch mal aus. Du bist so verrückt, dir macht das auch Spaß. Und dann weiß ich noch, dann hatte ich Jeans an, abgeschnittene Jeans, einen Rennradhelm und dieses Monster Downhill-Rad und bin dann damit bei uns hochgeschoben und runtergefahren. Hatte so Spaß, dass ich dann gleich bei eBay mir das nächstbeste Downhill-Rad in den USA bestellt habe. Und dann kam es in Teilen her. Ich war fix und fertig. Es kam in 2 Päckchen, komplett zerlegt. Ich hatte keine Ahnung, wie man das zusammenbaut. Und dann habe ich also mal angefangen, Puzzle zu spielen. So, das könnte dahin gehören, das könnte dahin gehören. Und dann seitdem schraube ich auch selber an Fahrrädern rum, weil mir das so Spaß gemacht hat. Und dann bin ich immer hochgeschoben oder bin hochgetreten mit dem fetten Ding, mit einem Gang und halt so ein Monster-Kettenblatt. Und dann, so ging's los. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Oh, I heard him singing. I knew he loved someone. Dann habe ich den Daniel kennengelernt. Dann waren wir, glaube ich, knapp 3 Monate zusammen. Dann haben wir geheiratet. Was? Ja. Also ich sage ja immer, wir haben geheiratet und dann waren wir zusammen. Wir waren wirklich lang Arbeitskollegen und Freunde. Wir haben zusammen Fahrtechnikkurse gegeben. Wir haben Lady and Style Camps gemacht, also er die Männer und ich die Frauen. Und man hat sich immer früh, mittags und abends hat man sich immer getroffen. Also es waren meistens Pärchen. Und dadurch haben wir halt auch viel zusammengearbeitet. Und dann kannten wir uns seit 2011. Genau, seit ich eigentlich dann in die Radl-Szene so reingekommen bin. Seitdem kennen wir uns eigentlich auch schon so oberflächlich. Dodge Ram, Pickup in Gold-Weiß. Das sagt schon alles. Den haben wir in Mexiko gekauft und sind dann einen Monat lang von Puerto Vallarta über Tequila, Valle de Bravo bis nach Oaxaca gefahren. Und sind auch immer Radl gefahren, haben Auto geschraubt, sind Radl gefahren, Auto geschraubt. Und dann fängt er auf einmal am Berg an, nur noch Fehlzündungen, nur noch 30 gefahren. Wir haben schon gedacht, da ist eine Schießerei irgendwo, das waren aber dann wir. Dann sind wir aber gerade noch mit Ach und Krach in Mesquota angekommen. Und dort haben wir dann wirklich Auto geschraubt, Ersatzteile organisiert. Fast eine Woche mussten wir an dem Auto dann noch rumschrauben, bis es so war, dass wir gesagt haben, okay, wir können damit durch die Gegend fahren und kommen sicher an. Und dann haben wir gesagt, er ist uns so ans Herz gewachsen, wir würden ihn gerne mit nach Hause bringen. Und dann hat es ein Jahr gedauert, bis er dann letztendlich hier gelandet ist, weil keiner von Mexiko ein Auto rüberbringen wollte. Und Valentin liebt ihn. Und dann kam Valentin, relativ direkt. Das kam dann alles auf einmal. Dann kam der Valentin und genau, ich bin von Mexiko heimgekommen. Dann kam die Option mit dem Campingplatz.
Und dann kam Corona und irgendwie hat es dann so alles in eine Richtung. Jetzt mehr Campingplatz, weniger das Reisen und mehr Bäume pflanzen. Das ist mein Baby. Das ist Baujahr 67er Land Rover Serie 2A. Den haben wir schon vor Jahren in England gefunden, gekauft. Mein Bruder hat ihn rübergebracht. Mein Bruder ist der absolute Land Rover-Kenner. Das ist auch, mein Bruder ist immer mein Backup am Handy. Wenn ich irgendwo unterwegs bin und liegen bleibe, rufe ich meinen Bruder an und sage, du, das hört sich so und so an und das Geräusch ist, ich glaube, es ist das. Und er sagt, ja, das ist das und mach doch mal das, um das wieder zu machen. Und dann repariere ich das selber und unter seiner Anleitung, das ist echt perfekt. Also er ist das wandelnde Land Rover-Lexikon. Wenn man jemals irgendwas am Land Rover braucht, muss man ihn bloß anrufen und er kann es einem am Telefon beschreiben, was es ist. Der weiß es wirklich direkt. Das ist irre. Ja, ich denke, mein Bruder hat mich da schon geprägt. Also er ist schon schuld, dass ich so autoaffin bin. Wir haben ja auch nie Barbie gespielt. Wir haben immer mit den Matchbox-Autos gespielt. Wie viele Autos hast du denn? Ich habe, lass mich 8, 9, ich glaube 9. Und den haben wir dann hergerichtet, erstmal von außen. Und dann habe ich ihn als Bachelorarbeit von meinem Innenarchitekturstudium ausgebaut. Und zwar war die Zielgruppe Mountainbiker, kann es anders sein. Und das Thema war minimales, mobiles Wohnen. Ich bin gelernte Schreinerin und dann habe ich Innenarchitektur studiert. Und als Abschlussarbeit habe ich mir dann eben das überlegt, das Auto mit Licht. Und das ist komplett isoliert auch. Und dann habe ich schönes Eschenholz, Eschenfurnierholz. Also es ist Pappelsperrholz mit Esche furniert. Und das habe ich auch selber furniert. Also das habe ich alles selber gemacht. Diese dicken Platten habe ich aus dünnen Sperrholzplatten selber verleimt mit der Furnierpresse. Also jedes kleinste Detail habe ich da mir selber überlegt. Genau, das ist jetzt als Liegefläche umgebaut, weil der kleine Mann gerade da immer drinnen spielt. Das ist ein 1,40 breites Bett. Das ist höhenverstellbar. In der niedrigen Variante passt dann sogar ein Fahrrad, wenn man das vordere Laufrad rausbaut, innen rein. So. Dann hat man hier die Fächer und dann hat man innen drinnen auch noch ein Licht, dass man auch noch findet, was man sucht. Was mir auch noch sehr wichtig war, dass man bei schlechtem Wetter, weil in Schottland ist eines meiner Lieblingsländer, da regnet es ja sehr oft und deswegen muss man ja auch in Schottland im Trockenen essen können, also drinnen essen können. Und deswegen habe ich hier einen Esstisch mit eingebaut. Und dann immer rausgehen und das Geschirr von hinten holen, ist ja auch total mühsam. Deswegen habe ich hier wie so einen kleinen Picknickkorb. Da hat man dann alles drinnen, was man braucht. Klappert nicht, meistens. Genau, und dann kann man sich das da rausholen und dann klappt man es runter und dann ist es, wenn das Auto gerade steht, auch gerade. Ich habe extra die Polster so zugeschnitten, dass die, wenn die aufeinander liegen, dass es gerade ist. Und da ist dann auch noch eine Steckdose angebracht. Da passt das Laptop super rein und die Laptoptasche und dann kann man es hier auch noch anschließen und laden. Da unten drunter ist die Zweitbatterie mit dem Wandler. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on. Schrauben und Basteln ist neben dem Mountainbike meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Ich schraube wirklich an allem rum, egal ob es Auto, Motorrad, Fahrrad ist. Und das
zeige ich euch jetzt dann auch in Mulveno. Schön, dass ihr alle dabei seid und mitmachen wollt beim Schrauberworkshop. Ich bin die Julia. Ich gebe Schrauberworkshops, damit die Mountainbikerinnen und Mountainbiker weniger Angst davor haben, ihr Radl auseinanderzubauen und wieder zusammenzubauen oder zu reparieren oder zu servicen. Weil viele haben einfach, ja, die haben Hemmungen davor, weil sie Angst haben, was kaputt zu machen. Und eigentlich kann man nichts richtig kaputt machen. Es gibt, außer man dreht eine Schraube mit so einem langen Hebel viel zu fest und reißt den Kopf ab. Aber ansonsten kann man eigentlich nichts kaputt machen, was man nicht wieder reparieren kann. Was ich euch insgesamt ans Herz legen würde, ist, dass ihr ein Gehör für euer Fahrrad kriegt. Dass ihr, bevor ihr loslegt, auch einfach mal euer Rad nehmt und es mal fallen lasst. Und wenn es sich so anhört, dann ist alles in Ordnung. Wenn irgendwas ungewöhnlich klappert, dann ist irgendwas lose. Entweder ist es Spiel, wenn es ein Fully ist, hier hinten vielleicht ist da eine Schraube lose. Oder das Schaltwerk, das kann sich auch schnell mal locker klappern. Oder ihr habt hier vorne, habt ihr die Gabel und hier, das nennt sich Steuersatz. Das ist dafür da, dass sich die Gabel überhaupt drehen lässt. Und das hat auch gern mal Spiel. Das mache ich euch jetzt auch gleich mal vor, dass ihr mal erfühlt, was Spiel überhaupt ist. Dafür zerlege ich jetzt mal mein Fahrrad. Und hier oben ist ein Kugellager. Und die Kugellager, wenn man die zu fest zusammendrückt, also wenn man die Schraube hier oben zu fest anzieht, dann presst die zu sehr zusammen und dann drückt sich hier die Kugeln, die da innen drinnen sind, raus und das Lager ist kaputt. Dann dreht sich der Lenker gar nicht mehr richtig. Die Laser hier, die sind nur dafür da, ob der Lenker höher oder tiefer ist. Verständlich, oder? Und mal die Finger zwischen diesem Ring vom Vorderradbremse ziehen. Ja. Das macht nichts. Vorderrad. Ich würde jetzt schaffen, den zu verdrehen, weil es einfach ein Rohr ist. So ein Rad besteht gar nicht aus so vielen Teilen, die kaputt gehen können. Da kann man wirklich einfach sich mal rantrauen. So, wie baut man denn das Hinterrad aus? Wenn man die Bremsbeläge wechseln muss, muss man ja das Hinterrad ausbauen. Hinterrad ausbauen und wieder einbauen. Reifen wechseln, Schaltung einstellen, Bremsbeläge wechseln, Bremsbeläge überhaupt prüfen, überhaupt wissen, was Bremsbeläge sind und wie rum sie reingehören. Weil wenn du alleine auf dem Trail bist und gerade auch in den Bergen, wenn du oben am Berg einen Plattfuß hast und weißt nicht, wie du das Hinterrad ausbauen kannst, dann stehst du halt erst mal da und kommst nicht weiter. Und wenn du dann auch noch weißt, dass du einen Knoten in den Schlauch machen kannst. Das geht. Das geht alles. Und dann, um den Plattfuß zu flicken oder was? Ja, klar. Oder wenn du Tubeless hast, also keinen Schlauch drinnen, und du hast so einen Plattfuß, dass gar nichts mehr geht und hast keinen Schlauch dabei, dann kannst du auch einfach Gras oder alte Trikots oder alte Lappen oder irgendwas reinstopfen. Das funktioniert. Das funktioniert alles. Super. Echt? Ja. Schon ausprobiert? Na klar. Irgendwelche Fragen? Nee? Jetzt mache ich erstmal die eine Seite drauf. So. Lege ich es oben rein. Dann hebel ich so rein. Er drückt sich ja immer an einer Seite wieder raus oder auch nicht. Dann arbeite ich mich nach oben und dann muss ich immer wieder mal nachtesten, liegt es noch genau in meinem Felgenbett drinnen und dann geht es auch relativ einfach wieder rein.
Ich habe richtig viel gelernt und wenn ich jetzt den Reifen wechseln muss oder die Bremsbeläge, dann weiß ich hoffentlich, was zu tun ist. Und heutzutage ist es halt einfach so, dass viele Frauen auch alleine unterwegs sind dann oder auch von selbst zum Mountainbiken kommen und sich dadurch dann auch viel mehr in die Materie eindenken und dann auch selber schrauben wollen. Weil man hat halt nicht immer seinen Mechaniker dabei. Wir haben schon das Lagerfeuer am Laufen schon. Ich wünsche ganz viel Spaß. Danke. Ich bin Ja, auch so noch. gern bei euch. Danke. Bald wieder. Ciao. Genießt die Zeit. Ciao. Ciao. Grüße. Tschüss. In der nächsten Folge Bergmenschen kommt ihr mit mir in meine Heimat nach Lichtenfels. Und danach fahren wir nach Molveno und wenn ihr wollt, könnt ihr den Bunny Hop lernen. Schaut's euch an.